Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Jengi mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Boah, ich weiß wie gesagt nicht, wie lange das Spiel jetzt noch dauert. Entweder habt ihr mich jetzt unmittelbar noch im nächsten Teil oder von einem vorigen Cut gesehen, oder es ist ein neuer Tag mit neuem Teil. Dann wollen wir mal weitergehen. Glücklicherweise ist hier auch so ein schönes Bett. It's gonna be okay. Shit! Come on! Was ist denn das? Ist das die Martha? Natürlich. Scheiße, die Martha. Oh Gott. Ja, genau das. Oh fuck. Jesus Christ, Blake! Scheiße. Komm mal doch nicht drüber. I think something's wrong. Oh, da ist er. It's too much. I need to lay down. Das hätte ich ja auch gern. Aber ich weiß nicht, wohin. Dass die dappig Kudo jetzt auch herkommen muss, das gibt's doch gar nicht. Da können wir die Treppe hoch. Nix wie hoch hier. Scheiße. Oh Mann. Scheiße, also raus hier wieder aus der Ruine. Und ich hoffe, das Nersche Hinkel rennt uns jetzt an, hinterher wieder. Die eine will uns vögeln, die andere will uns kastrieren. Oh nee, da ist er wieder. God, give me voice. God, guide my hand. 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 Alter! Okay, das war jetzt Schwein gehabt. Das war jetzt absolut Schwein gehabt. Fuck you and fuck your God. Genau. Ach du Scheiße, das nimmt er jetzt nicht auf, das filmt er jetzt nicht. Was eine Ironie, dass er von seiner Wetterfahne mit Kreuz aufgespießt worden ist. Das filmt er jetzt nicht, das wundert mich. Wir haben so viel zusammen durchgemacht und außerdem, du hast meinen besten Freund Ethan umgebracht. Gucken wir jetzt uns noch hier eher Warhammer-Waffe an. Das könnte ohne Scheiß, das Ding könnte doch auch direkt ein Corner-Berserker oder ein Corner-Champion gehören. Geil ist das schon gemacht. Ich hätte so gern mitnehmen, aber irgendwie ist es so überdimensioniert. Tja, von einer Wetterfahne mit Kreuz aufgespießt worden. Und das auch noch im umgedrehte Kreuz. Was für eine Ironie. Na gut, wir können uns später über die Ironie freuen. Jetzt geht's erstmal raus hier. Okay, Annie von der Endbosse ist tot. Val wahrscheinlich auch tot. Aber Papa Knot, Northcote, der lebt ja noch. Der wird wahrscheinlich hinter uns her sein noch. Ich glaube, es gibt keinen anderen mehr, der hinter uns noch her sein könnte, oder? Nur noch der Papa Knot. Getting worse. Hurry. We'll find shelter. It's like the whole world burnt. Jetzt wäre es irgendwie ironisch, wenn man in einer Scheune, in einer Scheier Unterschlupffinne kennt von der Antichrist, ne? Oh Mann. Scheiße. Robb dich durch. Wir sind hier lang. Oh, Scheiße. Das sieht auch wieder überhaupt nichts. Wo sind wir hier? Boah, jetzt geht's aber ab. Shit. Blake. Is it the baby? Yeah, she's coming soon. Sie. Aha. Okay. Ja, die Sonne ist schon offen. Die Sonne ist schon aufgegangen. Also die Nacht haben wir The überlebt. chapel! We can take shelter! Oh ja, genau. Da sind auch bestimmt dann irgendwie die Leute vom Knorzevater, die uns jagen und die dort vielleicht noch beten dafür, dass man uns erschlägt. Also das halte ich einfach so die allerbeste Idee. Scheiße. Speichert. Okay, also er speichert bitte den Erfolg, dass ich hier das Ding aufgenommen habe. The chapel. We'll be safe in the chapel. Feuer im Himmel. The world was on fire, the baby was coming. The impossible child. Lynn said Jess was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. None of this is my fault.
Oh je. Feuer im Himmel. Boah, wie viel haben wir jetzt noch? Nur noch, Batterie. Ich glaube, so viel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Den Nachtmodus brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. So, dafür ist es jetzt auch wieder hell. Glücklicherweise. Scheiße. Ich glaube, in dem Gebiet waren wir auch vorher schon mal, oder? Da müsste doch jetzt auch der Galgefarm wieder sein, oder? Scheiß, die Wand da. Jetzt aber flott. Oder sind wir hier bei der Gräber? Keep moving. Könnte doch der Friedhof hier vom Temple Gate sein. Man weiß es nicht. Ist wieder... The storm's getting worse. Ich stehe irgendwo hier reingehe, um ehrlich zu sein. Oder so Blutwein, die Maria. Scheiße, ja, da können wir auch nicht rein, die Beichtstühle oder was das ist. Das ist auch ein bisschen zu wenig. Wir bräuchten schon irgendwas mit Grundriss. Scheiße, hilft ja nichts. Ich sehe es jetzt sowas von kummer, dass da der Papa drin sitzt mit seiner Elite-Garde oder sowas. Scheiß die Wand da. Na toll. Und hier können wir auch nichts zumachen. Kennt der gar nichts. Scheiße. Boah, das wird böse. Das wird noch richtig böse. Oh, nee. Okay, da ist wieder die Streckbank. Da sind der Knorze Vater und sein Leid früher durchgelaufen. Der Judas hängt immer noch da. Oh shit! 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 Oh, You need to lie down. I can't do this! You can. You can do this. Oh god! Something's wrong. Just keep breathing. Feels like something's wrong. Oh Mann. Ah! It hurts too much. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, Boah, Scheiße. fuck! Ah! Oh god! Oh god! Keep breathing. It's Just killing push. me! It's... Ah! Oh je. Lynn! So viel Blut, verdammt. There's nothing there. Oh, Jesus God. Scheiße, sie ist gestorben bei der Geburt. Lynn! No. Lynn! No. Lynn! Ah, no. Ah. Scheiße, und jetzt haben wir den Säugling auch noch mit dabei. Was sollen wir jetzt mit dem kleinen Kind noch machen? Scheiße. Oh Mann. So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, cheek kiss. So, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Ah, okay. Jetzt geht's bestimmt in die Wirklichkeit zurück, wo es hässlicher ist, als dass die Jessica vor uns ist. I got you again. Oh oh. Oh oh, oh oh. That's the child, isn't it? My God. We're taking care of my children. But yours... I am powerless again. Ach The du child's Scheiße. too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all?
Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. Ach du Scheiße. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. Alter, bestimmt, du krankes Schwein. Doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Ach du Scheiße. Das ist an sich auch schon eine Leistung, durch so viel Meter Fettschicht durchzuschneiden. Ach du Scheiße, also der Papa Knot hat sich gerade eben selber der Riss gegeben. Der konnte das Baby jetzt nicht umbringen und hat sich dann selber umgebracht, damit Gott ihm vielleicht so Antworten gibt. Komplett wahnsinnig. Absolut wahnsinnig, der Typ. The priest dies. You didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. Oh oh, und der hält jetzt oder Papa Knot für den Laudermilk oder was? The priest dies. Der Priester You stirbt. didn't have to do anything. Musstest nichts You were a tun. child. Nobody could. Tote Propheten. Ach du Scheiße. Okay, Lynn ist auch gestorben. Haben wir das Baby bei uns? Tote Propheten. Verschwinde von hier. Ja, wir haben das Baby tatsächlich noch bei uns. Es schläft. Es ist sauber. Oh Mann. Also in der Kapelle ist ein tote Knorzevater. Eine tote Lynn. Und der tote Judas. Gott. Und das ist wohl sein Evangelium, nämlich auch. Ach du liebe Zeit. Oh, jetzt müssen wir nur noch raus hier. Mit dem Baby. Ich werde das nicht umbringen. Ich glaube, der Hotze in mir, aller, der kranke Bastard. Ich hoffe, die Templegate-Leute sind jetzt auch alle tot. Ich will einfach nur raus aus dem Kabuff. Scheiße. Da ist wieder die Frau am Galge. Oh Mann. Und jetzt echt mal nix wie weg hier. Raus aus Templegate. Bin schon alles verloren, was uns wichtig war. Ja. Bin schon alles verloren, was uns wichtig war. Kapelle ist am Arsch. Der Sturm hat alles vernichtet. Und jetzt mit heiliger Musik raus hier. Die Martha verfolgt uns nicht mehr, die Val verfolgt uns nicht mehr. Maximal nur noch ein paar Templegate-Leute, aber ob die nicht in der Mine noch gestorben sind, das wird sich zeigen. Der Laird und sein krankes Gefolge, die werden wahrscheinlich auch nicht hier sein. Es gibt jetzt eigentlich keiner mehr, der sich uns in den Weg stellen kann. Ach du Scheiße, was ist denn das jetzt? Trophäe erhalten in Silber, Offenbarung. Haben die sich jetzt alle selber umgebracht? Weil sie versagt haben sie sich jetzt umgebracht, damit sie noch ins Paradies schlüpfen können vor der Apokalypse? Sie wird niemals sterben. She's gonna be okay. You have her. She'll get to grow up. She'll do everything she was born to do. Okay, das war die letzte Aufnahme. Ich glaube, die Leute haben sich hier alle umgebracht, weil sie in ihrer Mission versagt haben, der Antichrist zu töten. Und jetzt wollen sie alle feige, wie sie sind, noch schnell ins Paradies in Anführungszeichen schlüpfen, bevor die Apokalypse losbricht. Aber was soll das kleine Kind schon machen? Das kleine Mädel kann doch nichts machen. Ich weiß nicht, was denn ihr Scheißproblem ist. Verdammt nochmal. Gott. Oder sind die alle beim Sturm gestorben? Nicht selber umgebracht, sondern beim Sturm gestorben. Gott, ich will einfach nur noch raus hier aus dem Loch. Wird die ganze Leiche hier noch steigen und nix wie weg.
Scheiße. Noch ein letztes Mal klein Blake in der Schule. Oh Jesus. Hey, Blake. Bitte lass es eine schöne Erinnerung noch sein. Try to find me. Umdrehen kann ich mich auch nicht mehr. I'm over here. Lass es bitte noch irgendeine schöne Erinnerung sein, nicht so was Furchtbares zum Schluss. Es ist gerade schon echt verstörend genug alles. Boah. Oh je, oh je, oh je. Gehen wir da noch raus? Nee, raus geht's nicht. Im Hof ist auch nichts. Ich glaube, jetzt sehen wir die Schule tatsächlich einmal so, wie sie wirklich war. Ohne verzerrte, zu düsterer Gedanken und ja. Nicht in einem verzerrten Zustand. Die haben sich ja immer da in der Cafeteria Lagerräume anscheinend getroffen, um dort zu Retter, zu Raufer, zu Spieler. Ich hoffe, sie hängt jetzt nicht dort. Sondern dass es wirklich wieder was Schönes ist zum Abschluss. Es täte mich echt zu sehr verstören, wenn jetzt nochmal so was Grausames käme. Oh Gott. Ach, sie lebt noch. Oh, oh. Oh, sie hat die Strieme um den Hals. I'll never let you go. You never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Trophäe erhalten in Silber wiedergeboren. Oh, das war's. Ihr liebe Leid. Das war Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Das Ende werde ich noch ein bisschen erklären müssen, glaube ich. So wie ich es zumindest verstanden habe. Also ich glaube, das Kind wurde geboren, ja. Und da die Templegate-Leute feste Überzeugung waren, dass es der Antichrist, Hänser... So, Moment. Ich gehe mal hier ins Hauptmenü zurück. Handy-Leute tatsächlich ihr Lebensaufgabe dort mit verloren. Das heißt, sie haben es nicht geschafft, der Antichrist zu töten, obwohl sie sich da jetzt so sicher waren und dann jagen wollten. Und dort haben sie wirklich nur noch eine Möglichkeit gesehen, Masse-Selbstmord, um halt wirklich nochmal ins Paradies zu schlüpfen, bevor die Apokalypse losbricht. Dort geht Blake wieder zurück, will aus Templegate raus, sieht nochmal einmal eine Wahnvorstellung von Jessica, die schon bereits, ja, verstorben aussieht. Und sie sagt nochmal, sie betet nochmal für sich, um, ja, Aufnahme ins Paradies und dass er ruhig entschlafen kann. Und das, obwohl sie eigentlich schon von dem Lord Milk höchstwahrscheinlich wohl auch missbraucht worden ist und dann irgendwie die Treppe runtergestummt worden ist, wobei sie sich das Genick gebrochen hat. Und das hat er vertuscht und hat es versucht, wie ein Selbstmord aussehen zu lassen und hat sie dann irgendwo hingehängt, damit es noch Selbstmord aussieht. Und das hat er wohl nie so richtig verkraftet, der Blake, und das Ganze mit der Gemeinde hier, der Fanatiker-Gemäh, das hat ein kompletter Schussgeber. Und ob das Kind jetzt der Antichrist ist oder nicht, das bleibt abzuwarten. Wie Lynn eigentlich schwanger war ist, wurde nie geklärt. Also es war eine plötzliche Schwangerschaft und dann auch noch im 9. Monat anscheinend sofort. Das ist schon etwas unerklärlich. Es sind ein paar Sachen, die passen irgendwie nicht zusammen. Deswegen, ist es der Antichrist, ja oder nein? Das wissen wir nicht. Ja, zum Spiel selber, was soll ich denn da noch sagen? Also Outlast 2 war definitiv, meiner Meinung nach, eine Verbesserung zu Outlast Ends. Die Kamera war schöner gemacht, das war nämlich so total grünstichig, das liegt aber einfach an der neuen Kameratechnik. Und klar, dass es 2016 oder wann es spielen soll, oder 2017, ist das klar.
dass die Kameratechnik sich so weiterentwickelt hat. Ich fand's auch schön, wenn wir jetzt schon bei dem Thema Kamera sind, dass du jetzt auch die Batterie einfach mal so bei einer Taschenlampe, beim Radio und so weiter gelecker hin. Das hat einfach mal mehr Grund gegeben, dass man denkt, ah cool, ja natürlich, du könntest Batterie lecker. Also das war ganz nett von der Logik her. Dann die Uhrzeit. Die Uhrzeit fand ich persönlich sehr geil, dass die Uhrzeit auf der Armbanduhr mit der Schuluhr zum Beispiel übereinstimmt. Das fand ich echt sehr cool. Ein sehr schönes Gimmick, kann man beibehalten. Dann die Notizen, die jetzt einfach nicht irgendwie aufgeschrieben sind, so wie der das in Outlast Ends noch gemacht hat, der Miles, sondern dass man jetzt auf bestimmte Szene draufhalten muss, damit die gefilmt werden. Das finde ich auch sehr cool, aber er hätte deutlich bessere Sache oder informativere Sache dazu Sache kennen, so wie es der Miles halt auch immer aufgeschrieben hat in den Notizen. Das waren so schöne Infos aus dem Off, das hätte ich mir doch auch gewünscht und nicht nur so subjektiv wie Meinung reingerotzt. Das war ein guter Ansatz, aber leider im Detail nicht, teilweise nicht so gut ausgeführt, wie ich mir das erhofft habe. Dann Dokumente finde ich zum Beispiel auch sehr geil, weil ich denke mir ja auch immer, okay, wer steht dann immer da und liest die Dokumente fein säuberlich, während der du gerade auf der Flucht ist oder sonst was. Da finde ich es cool, dass der die Dinger abfilmt und abfotografiert und mal so seine Dokumentesammlung hat, statt dass man mit so einem Aktenkoffer durch die Gegend rennt und die Dokus sammelt. Also definitiv auch das sehr, sehr cool gelöst. Muss ich echt sagen, sehr cool gelöst. Können wir auch in die Aufnahme reingehen. Also wie gesagt, das finde ich definitiv sehr geil, dass das die Notizen ersetzt hat und dass der auch so Dinger, wirklich einfach filmt. Das finde ich sehr cool gemacht. Ich glaube, ich habe aber nicht alle Dinger gekriegt. Aber die Büßer, die Lücke, die finden wir jetzt leider nicht mit drin. Also ein paar habe ich nicht gekriegt, das ist halt schade. Aber man kann halt einfach auch nicht alles kriegen. Jo, ansonsten die Sache, die Storyline war... Boah... Gut, von Outlast erwarten wir jetzt eine die riesige Story, insofern wäre das schon mal eine Verbesserung im Vergleich zum Enza. Beim Enza war es wirklich nur die Irre-Anstalt, wo die Firma, die Murkoff Corporation, ihr U-Wesen treibt und man soll einfach gucken, was dahinter steckt und dann steckt man dahinter, dann findet man raus, dass dahinter der Wallrider steckt und ja, schön. Und hier einfach nur Antichrist ist kurz vor der Geburt und was erwartet uns. Die Gemeinde Templegate war saugeil gemacht, meiner Meinung nach. Okay, es hätte individueller sein können, was die Leute angeht. Es hätte ein bisschen bei der Grafik von wegen zugezogene Seile und so. Das hätte man auch noch besser machen können. Aber das ist jetzt nichts, was so gravierend ist. Das sind einfach nur so Kleinigkeiten. Und ansonsten würde ich sagen, die Storyline war cool gemacht. Es war plausibel, dass das so eine Hillbilly Sekte ist in Arizona, die halt kein Schwein gefunden hat, sowas kann es halt auch mal geben. Und dass die ziemlich hart drauf sind, na meinetwegen. Templegate fand ich persönlich sehr übel und sehr geil gemacht. Dann die bäuliche, die fand ich extrem hardcore heftig. Und die Ketzer fand ich leider ein bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein. Ich habe mir doch auch ein bisschen mehr erwartet. Aber na gut, man kann halt nicht alles haben. Ansonsten hätte ich auch sagen, wir hatten mal wieder prägnante Leute, so wie es im ersten der Chris Walker waren und Pipapo. So waren jetzt hier, die Martha mit dabei, die Val war dabei, der Papa Knot war dabei, meiner Meinung nach einer von der allerwiderwärtigsten Bösewichter, Antagonisten überhaupt in einem Spiel. Dann, Eva habe ich es noch im Kopf gehabt. Ja genau, die Schule. Ganz, ganz furchtbar. Von der Stimmung her absolut übler Scheiß. Und auch richtig heftig von der Storyline und dass der den Pater so als Dämon verzerrt, ist halt auch richtig heftig. Das sieht man auch, wie seine Psyche so tickt und wie der Stück für Stück in Templegate immer so in einem Wahnsinnreihe verfällt. Absolut großartig, meiner Meinung nach. Also ich finde, alles in allem war Outlast 2 ein richtig geiles Spiel mit verbesserungswürdiger Kleinigkeiten. Und ich freue mich, wenn eine Outlast 3 rauskommt. Aber definitiv im Vergleich zu Outlast Ends ist hier eine signifikante Verbesserung festzustellen, meiner Meinung nach. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch alle, dass ihr mir zugeguckt habt, wie ich das gespielt habe. Und ich finde es so schön, dass ihr Small-YouTuber unterstützen, wenn sie die aktuelle Spiele rausbringen. Also mit Handkuss und mit Verneigung. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Small-YouTuber unterstützt und dass ihr mich in dem Fall unterstützt habt und Outlast 2 bei mir geguckt habt. Es tut mir sehr freuen, wenn ihr auch nochmal so euer eigene Meinung dazu packen. Wie habt ihr das Ende empfunden? Habt ihr das anders empfunden, als ich das jetzt so gesagt habe? Und ja,
Unterstützt doch auch einfach mal andere kleine YouTuber, die so aktuelle Spiele spielen, weil ich finde, die haben es definitiv drauf, dass die sowas besser kommentieren können als so mancher Big-YouTuber und so mancher Promi-YouTuber. Ich denke dabei mal wieder an Ipanema. Kommentiert doch einmal ihren Kanal. Sie ist ja jetzt auch richtig heftig in letzter Zeit aufgestiegen durch ihre Livestreams. Bis zu 200 Abonnenten plus über Nacht sozusagen. Also krasser Werdegang. Unterstützt doch auch sie hat doch auch drauf. Und generell die Small-YouTuber, ja. Bevor ich jetzt wieder mich im Kreis drehe, sage ich nochmal vielen lieben Dank an euch alle. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt in die Kommentare Bescheid, wie ihr das Ende empfunden habt, wie ihr das Let's Play bei mir empfunden habt. Und mein nächstes Horror-Let's Play wird übrigens sein, ach so als kleiner Lücke-Füller, wird es sein Let's Play The Walking Dead Michonne auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, das kommt morgen raus und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich bedanke mich bei jedem von euch, der wirklich so lieb war, den Weg von Outlast 2 mit mir zu gehen. Machen's gut, ihr liebe Leute. Iron Yankee und bis zum nächsten Let's Play.